Hey Adonette, das ist ja super, dass du schon auf bist. Dann können wir ja zusammen Ostern feiern und zuerst zusammen zum Morgen essen. Psst! Nicht so laut! Ich bin doch gar nicht laut, aber du musst mich doch verstehen. Kannst du jetzt ein bisschen leiser reden? Warum? Du bist doch wach, oder? Schon, er ist da. Wer ist da? Ja, er. Wer er? Ich sehe nur dich und mich. Ich weiss nicht, wer der Mensch. Er, der Osterhas. Der Osterhas? Wo der? Ich sehe nichts. Da liegen seine Kleider. Also muss er irgendwo sein. Ah, du meinst das? Aber das sieht schon eher aus wie sein ganzes Fell. Und du meinst, das gehört dem Osterhas? Ja, sicher. Und wieso, meinst du, hat er es abgezogen? Vielleicht ist er gerade duschen. Meinst du? Oder er hat es heiß gehabt, oder... Das weiss auch nicht. Auf jeden Fall ist er da. Und jetzt sind wir ein bisschen still. Wenn er sich dann kommt anlegen, dann sehen wir ihn ja dann. Da wäre ich nicht so sicher. Ich schon. Meinst du, der geht nackt raus? Meinst du, ein Hase kann einfach sein Fell abziehen und über einen Stuhl hängen? Ja, hat ja einen Reissverschluss. Und? Kein Hase hat an seinem Fell einen Reissverschluss, ausser der ist aus Stoff. Genau. Und das, was du hier siehst, ist ein Osterhase. Hast ja gesagt? Moment, Osterhase-Kostüm und das habe ich jetzt gerade abgezogen. Du? Wieso denn du? Du bist doch nicht der Osterhase. Wenn ich mich verkleide schon. Du weisst doch, dass ich jedes Jahr beim Ostereier verteilen in der Nachbarschaft mithelfe. Dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes einfallen und ich habe mich als Osterhase verkleidet. Du als Hase? Das hat ja sicher lustig ausgesehen. Schade. Jetzt habe ich gedacht, dass ich dieses Jahr mal den Osterhase sehe. Den habe ich nämlich noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich ein schneller Hase. Auf jeden Fall immer schneller als ich. Das geht auch allen so, dass sie den Osterhase noch nie gesehen haben. Ausser die aus Schoki oder die Verkleideten. Du? Ist Jesus eigentlich auch ein Osterhase gewesen? Wie kommst du jetzt auf das? Jesus ist Jesus und kein Hase. Und wieso hängen dann an Ostern so viele Osterhasen? Jesus aus Schoki habe ich eigentlich noch nie gesehen. Adonette, jetzt verwechselst du gerade zwei Sachen miteinander. An Ostern ist Jesus auferstanden und das hat mit dem Osterhase nichts zu tun. Wie ist denn der dazu gekommen? Das ist einfach ein alter Brauch. Aber leider vergessen wir wegen all diesen Hasen oft, warum das eigentlich Ostern ist. Wegen Jesus? Genau. Das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Ja, und eine wunderbare dazu. Wenn heute schon Ostern ist, dann könntest du sie eigentlich erzählen. Ja, das könnte ich. Und Zeichen dazu können so. Da müssen wir weit zurück. Nämlich dort, wo die ersten Menschen gelebt haben, Adam und Eva. Du weisst ja sicher, dass die aus dem Paradies vertrieben worden sind, weil sie Gott nicht gefolgt haben. Darum hat es den Graben gegeben, zwischen Gott und den Menschen. Bis heute gelingt es uns Menschen nicht, Gott wirklich zu folgen. Und wir machen Fehler. Die Bibel sagt dem auch Sünde. Darum hat es Ostern müssen geben. Ostern hat es nämlich erst möglich gemacht, dass es den Graben nicht mehr gibt. Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, um Frieden und Licht zu bringen. In eine Welt, wo alles andere als friedlich und hell war. Jesus ist gewachsen, ist gross geworden. Er hat angefangen, von Gott zu erzählen, hat Wunder getan, Kranke geheilt und war für viele ein Vorbild. Leider hat es aber nicht allen Menschen gefallen. Und es hat Leute gegeben, die Jesus angeklagt. Jesus hat nie etwas Verbotenes gemacht und trotzdem ist er zum Tod verurteilt worden und hat am Kreuz sterben. Zusammen mit zwei anderen Männern, die aber Verbrecher waren. Das ist am Karfreitag passiert. Die Leute waren traurig und haben es nicht verstanden. Ein reicher Mann, der Josef geheissen, hat Jesus, als er tot war, vom Kreuz abnehmen und in ein Grab gelegt, in einer Höhle. Und dann hat er einen Stein vor die Tür getan. Die Freunde von Jesus waren traurig. 3 Tage später, an Ostern, haben ein paar Frauen das Grab besuchen und was sehen sie, als sie dort ankommen? Der Stein ist weg. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist weg und weg kann nur jemand, der lebt. Gott hat Jesus wieder zum Leben erweckt. Er ist verschiedenen Menschen begegnet und die haben sich gefreut.
haben sie zuerst zwar fast nicht glauben. Ein bisschen später, an der Auffahrt, ist Jesus dann wieder zurück zu Gott im Himmel. Durch den Tod von Jesus ist der Weg zu Gott wieder frei. Durch das Kreuz gibt es eine Brücke von uns Menschen zu Gott. Alles ist nur für uns passiert, damit wir zu Gott kommen können. Mit der Auferstehung hat Jesus gezeigt, dass er stärker ist als der Tod. Darum ist auch für uns nach dem Tod nicht fertig. Und wer will, kann für immer bei Gott leben. Ostern, das Geschenk für dich. Das hat alles müssen sein, gell? Ja, das müsse sein, dass es zwischen Gott und den Menschen die Brücke geben konnte. Und wieso? Es hat ja kein Wasser drunter. Nein, Wasser nicht. Aber weil Jesus gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, für das, was wir falsch machen, hat es die Brücke gegeben. Und so können wir Menschen wieder zu Gott kommen. Ich komme eigentlich nicht so draus. Wenn ich nichts mache, ist Jesus gestorben. Genau, darum ist es möglich, dass Gott uns vergeben kann, wenn wir ihn darum bitten. Also ist Jesus der Weg zu Gott. Bingo, genau so. Und was ist jetzt mit dem armen Osterhas? Weiss der schon, dass er gar nicht vorkommt in der Geschichte? Der Osterhase ist eine Erfindung von uns Menschen. Und kommt doch vorkommen in der Geschichte. Wie denn? Ja, in allen Läden hat es um die Osterhasen aus Schoki, aus Kuchen, aus Stoff und. Und? Die sagen uns doch, es ist gleich Ostern, Jesus ist auferstanden. Ja, wenn wir uns daran erinnern, was an Ostern wirklich war. Und schon ist der Ostererinnerungshase erfunden. Ostererinnerungshase, das ist eine gute Idee. Ist ja auch von mir. Und der Ostererinnerungshase kann er erst noch essen. Und während dem Essen kann er sich daran erinnern, was an Ostern geschehen ist. Was machst du? Ich erinnere mich halt gern sehr lang. Und der da hat gerade die richtige Grösse.